recht menschlich. Haut mam Tommy Schlesser, moin Tommy. Moin Anouk. Das Schönheit zu Remisch. Ja, fand ich auch. Ja, wie ich rackevoll sind, ich gedacht, wow, Côte d'Azur, also ja. Du wohnst ganz schön. Croisette, von Lützeburg. Von Lützeburg, voilà. Aber ja, mir fängt nur mal pur Kurzfragen, wenn du eine riesige Rolle kriegst. Zum Beispiel James Bond 007 oder einen richtigen Actionfilm am Arnold Schwarzenegger. Was gibst du wählen? Ja, James Bond. Das ist so klar. Ach, ist klar. Ja, das hängt aber natürlich doch davon ab, was für eine Rolle das ist. Wenn es irgendein solo eng bisse besser Statistenroll ass an engem Arnold Schwarzenegger Film oder eng gut Nieweroll an eng James Bond Film ja, ja natürlich klar. Ne? Wann der war den James Bond also Tab-Dingen James Bond selber. Dann ja also ich meine, ich fehlt mich nicht selber als James Bond gesehen. Wirklich? Nee, es sind ein zu viel große Fan von James Bond für dat mat Distanz willen zu gucken an ich weiß auch was ich engem James Bond will, wann schon an die Kino gucken gehen. Ja. Muss Brit sein. Okay. Es ist kein Brit. Okay. Und, ich will nicht in James Bond eng Lützebauer Akzent. An James Bond. Majora. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich will da schon mein Checklist aufhaken können bei dem Schauspieler, der perfekt ist für die Rolle. Und das sind ich nicht. Also ich will gerne den nächsten Film, der rausgeht, den nächsten Bond-Film, der rausgeht, will ich an 2 Jahren wahrscheinlich wird das sein, mit meinem Popcorn, mit meiner Cola. An der Kino gucken gehen, 5 Mal wahrscheinlich. Okay. Und dann will ich halt einfach mich berieseln lassen davon. Okay. Wenn du eine schöne Schauspielerin müsst küssen, Sharon Stone oder Isabella Gianni? Ich kenne Isabella Gianni nicht. Da muss ich ja mal forcément Sharon Stone sehen. Sie nicht so alt. Ich muss furchtbar. Ich muss ja mal googeln. Isabella Gianni. Französische Schauspielerin. Giannini oder? Nee. Isabelle. Da muss rausgeschrieben. Gianni. Das fand ich so göttlich, der Teil. Da bleibt dran. Oh Mann. Bei dem Banausen. Okay, nee, dann, nee, da freue ich dich. Ja, ich muss mich neu, ein bisschen wie jung. Ja, wie du sie nicht mehr. Oder froh mich Bond-Girls. Ma voilà. Wenn wir schon beim Thema waren. Ma voilà. Mein Lieblings-Bond-Girl. Ja. Da gehen wir aber zurück an 60er Jahren, 62. Ursula Andress. Oh, wie Dr. No. aus dem Wasser kommt. Das Die echt. typisch 10 oder Ja. so. Ai. Okay, Ja, top. das- Top. Das klassische Bond-Girl. Verstehe ich dich. Und aber auch Dana de Armas am letzten Bond-Film. Okay. Wenn du einen Lützeburger Film kannst unterstützen oder einen richtig amerikanischen, wo du weißt, da sind Millionen Leute, die noch gucken, was müsste? Das heißt, schon zum nächsten Moment der Schwarz zwischen einem amerikanischen Film und einem Lützeburger Film. Jo. Was gibst du? Aber ja, das ist relativ klar. Ich habe ja schon ein paar Lützeburger Filme gemacht. Einen amerikanischen Film habe ich schon nicht gemacht. Das heißt, voilà. es wäre dann eine Premiere. Voilà. Und da ging ich mich natürlich für den amerikanischen dezidieren. Es sei denn, es wäre mein Bruder sein Film, wenn er Regie ging. Ja, den habe ich schon kennengelernt. Den ist super. Da wäre ich in einer Zwickmühle und da müsste man gucken, wie man das machen. Aber ich meine, wir könnten doch schon einen wechseln, dass ich für dich einen amerikanischen Film machen und dann mein Bruder sein Film. Da kommen wir schon zu den Hauptfragen. Du waren eigentlich noch keine Schnellfragen. Ja, du schwätzt relativ gut, muss ich so. Auch, nee, auch die anderen, die noch gut, das will ich schon oh mein, muss ich nur aufpassen, was ich sehe. Da stellen da trotzdem noch ein paar Schnellfragen. Ich da so Privatdinge leben. Was tust du lieber, wenn du mit Dingen fragst? An der Kanner natürlich, an Vakanz gehst, wirst du lieber Sommervakanz oder gehst du auch gerne an Bierger, an den Schnee, schlägt vor? Sommer. Ja, das ist ganz sehr dezidiert. Wenn ich die Schwau zwischen Schnee erkällt oder Plage an Hitze, an Sonne, da gehe ich immer auf Plage, immer. Okay. Ja. Weil letzten Februar, vor der Vakanz, hat man nach einer Vakanz gebucht für an den Schnee. Und da haben wir aber dann aufgesucht, weil wir, ja,
Also ich bin ganz froh am Wandersport. Ich gehe noch gerne an die Bierger und ich bin noch froh am Schnee. Ich bin noch als Kind ganz viel Ski gefahren. Ich meine, mit 4 Jahren Skifahren gelernt. Und die letzten Jahre, oder die letzten 10, 15 Jahre, habe ich aber immer lieber die Plage gehabt und Titz, weil wenn man am Februar Skifahren geht, dann hört ihr ja schon seit November Ja. drübstet und das Nase groß und Fehlt dem kahl Körper, und fehlt Hitzt, dem Körper einfach Vitamin D und Hitzt an der Sonne. Und ja, das heißt, der Schwar ist relativ sehr gefallen. Und am Wand haben wir auch so eine kleine Tradition daraus gemacht, dass wir immer an die Sonne fliegen. Irgendwo auf Kanarischen Inseln oder irgendwo wo Sonne ist. Weil wenn es dann im Dezember ist, dann hältst du die Hitze, die du getankt hast, die hältst du mal drüber bis an den März, bis an den Frühjahr. Gut. Wie warst du als 10-jähriger Klingelwurf? Du musst mich älter freuen. Nein, Schnutz. Ja, es ist ein Leidsgeheier. Mein Bob hat mal gesagt, du warst ein Leidsgeheier. Ich habe nie verstanden, was das soll heißen. Aber heute weiß ich es. Ich meine, ich da gerne, also ich da natürlich gestöppelt, mit meinem Bruder auch und mit meiner Schwester zusammen. Aber ich meine, ich war immer ein Leben, ein Guten. Ich habe da, wie gesagt, ein paar gestiegt, aber das war aber nichts Dramatisches. Ich habe nie einen schikaniert oder gemobbt oder irgend so etwas. Es war echt da, mit meinem Bruder haben wir dann so Sachen gemacht, die man nicht unbedingt hätte sollen machen, wie zum Beispiel haben wir mit einem Golfschläger die Fenster vom Speicherputti geschlagen. Okay. Einfach zack. Ja, geht. Nu je. Du weißt, wie es geht. Du weißt, wie es geht, ja. Ich meine, ich war aber brav, gut gekannt, gegen ich von mir selber behaupten. Und als Schüler? Meine Eltern, die sollen wahrscheinlich etwas anderes. Als Schüler meine ich auch, ich war der Klassenklon. Und ich konnte aber auch immer gut mit meinen Profen, mit meinen Joffren, Schulmeistern gut schwätzen. Und ich konnte natürlich auch oft, es sind oft gebremst gehen, ne? So beruhigt dich mal ein bisschen. Aber es war aber immer eine kollegiale Beziehung zu meinen Enseignants. Wie warst du abgewusst? Du hast gesagt, du hast einen Bruder, eine Schwester, Eine Schwester, ja. Eine junge Schwester neben mir alle Bruder. Und der Bruder Mial. Okay, das heißt, du warst an der Mitte. Ja. Ei, das... Ja, das ist leider mal so ein Sandwich kam. Ja. Ich habe nie, was das mit denen? Und die irgendwie mich schwer anscheinend. Anscheinend. Ja, ich weiß ja nicht. Wir sind immer zu zwei, ich weiß nicht. Weil ich fand das Beste aus beiden Welten. Natürlich den großen Bruder, ja, den ob ihn gut, abpasst. Ja. Wenn zum Beispiel wie ich an den Lycée gekommen sind, dann war mein Bruder bei mir, den hat sich dann ein bisschen um mich gekümmert. Den nämlich dann mit meiner Schwester, da war ich der große Bruder, hat der Madrid geholt. Und das heißt, ich bin von meinem großen Bruder beschützt gehen, und ich schon meine kleine Schwester beschützt, und mein großer Bruder natürlich auch meine kleine Schwester beschützt. Wir waren immer ein gutes Trio. Wir haben noch viel mal zusammen gemacht. Oh, herrlich. Ich meine 7, 8 Jahre oder immer und zu mir zusammen Filme gemacht, also immer Vakanz oder auch Kleinvakanzen oder auch Weekends einfach schüsst. Kaum mal geholt, auf Platz gefilmt, immer zu 3. Wir wirklich eine ganz gute Beziehung bis heute noch immer. Das ist schön. Was gibst du einem jungen Mensch, der frisch am Leben steht, was gibst du dem wünschen oder roden? Für eine Schauspielerkarriere zu machen? Generell, wenn er am Leben steht, dann fängt du mit zu arbeiten. Also für dich ging ich mir so ein, gibt es eine Möglichkeit, für einen Beruf zu schaffen, was du gerne musst? Oder musst du just für viel Sohn zu verdienen, oder weil du viel Vakanz hast, oder weil du das echt best hältst, was du offeriert kriegst. Ich meine, das ist immer wichtig, wenn man will, einen Beruf bis zum Schluss zu singen, also bis Pension zu machen, da soll doch einen Spaß machen. Und dann muss ich noch dran abgehen können. Ich weiß, wenn ich in einem Büro schafft, dann ist das sehr gesund, dran abgehen an der Arbeit. Es gibt auch Bürojobs, wo Leute richtig dran können abgehen. Ja. Und wenn seine Passion nicht ein Bürosjob ist, aber auf einem anderen Platz, wie zum Beispiel Kunst, Film, was auch immer, Musik, da soll ihn aber wenigstens einem jungen Mensch roden können, da probiere wenigstens die Weg mal für dich, weil du bist jung, weil ich weiß nicht, wenn du Schauspieler bist, wenn du willst nur
40 den Karriere lanceieren willst, das geht mich schwer, wie wenn du mit 20 ja, absolut. Das heißt, ich selber habe mir auch immer so ein kleines Ziel gesetzt oder so ein Delay gesetzt, wenn ich bis 30 noch zu gut nicht spürt habe, dann gehe ich einen anderen Weg. Da gehst du einen anderen Ja. Weg, ja. Aber ich meine, das ist auch ein Deal, wo ich sich abhalten muss. Ja, muss auf jeden Fall. ja. Auf jeden Fall, weil Hanno, wenn er dann im Büro sitzt und den nächsten Beruf geholt, den er noch früher gekriegt hat, und Hanno wurde nach 50 Jahren, dann denkt er schon so lösen Pension und hat ihn aber immer so das Gefühl, es hat ihn nicht anders, aber trotzdem sollte er probieren, dann möchte ich wahrscheinlich nicht mehr. Das ist das gegen den Roden. Für die Stadt auszuprobieren, wo seine Leidenschaft ist, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Da kann ich einen anderen Beruf machen, vielleicht einen anderen immer als Hobby nebenbei machen, das geht ja auch. Das muss ich auch nicht haben. Das muss ich auch nicht haben. Nee. Aber das ist da ganz, ganz wichtig an dem privaten Leben. Familie. Das ist schön. Familie ist das Allerwichtigste. Also das steht bei mir über meinen Beruf. Also ist so noch eins der Rollen auf. Wenn ich zu lang und so weit muss fortgehen, dann da so ich doof, weil ich will nicht mehr zu lang von meiner Familie getrennt sein. Also das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Und das ist einfach immer anstrengend, weil ich merke, das mir nicht gut, das kann er nicht gut. Also sind sie auch in einem Alter, wo sie das alles ein bisschen mehr bewusst holen. Ja. Dass der Papa nicht da ist und das Ganze über FaceTime nicht mit einem auch nicht also doch, das hilft schon. Ja, nee, das ist nicht das setzt nicht die Realität. Und das ist absolut meine Priorität. Und wenn ich nicht drehe, dann sind ich 100% Papa. Da sind ich daheim und ich kümmere mich um Familienleben. Familienleben, aber das ist schön. Tommy, das war schon. Ich hätte dauernd für Sachen geflogen. Mir Mathe, ja. Zeig mal alles auf Kamera. Kamera. So, das war schon. Vielmals merci für das Nachlauschen.